Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit einem neuen Let's Play. Wir spielen, wie ihr sehen könnt, Dragon Age Origins auf pelzig. Ach ja, der alte Klassiker auf Steam runtergeladen. Ich freue mich wie Sau, das mal endlich wieder spielen zu können. Und wir machen doch gleich mal ein neues Spiel mit Dragon Age Origins. Ich habe das damals geliebt und bin jetzt erstmal still. The Chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the Darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the Darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The Dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the Darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. The Grey Wardens came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness, and prevailed. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. For I have seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. Jo! So, dann wollen wir doch mal. Die Wahl deiner Herkunft entscheidet darüber, welche der 6 verschiedenen Einleitungsgeschichten du spielst. Deine Wahl beeinflusst außerdem, wie andere Charaktere während des Spiels auf dich reagieren. Ich sollte zu bedenken geben, dass das Ganze über Steam auch wieder online läuft. Ähnliches Dilemma wie bei Monkey Island. Falls es zwischendurch mal wieder diese Düdüm Geräusche macht, muss ich das Internet kurz wieder neu starten. Kennt ihr vielleicht auch von Hearthstone das Problem? Ich mache dann einfach immer nur einen kurzen Cut und dann geht's los. So, da Dragon Age Origins, der wunderbare Klassiker von damals, für mich der Baldur's Gate 2 Nachfolger schlechthin von BioWare. Ja, da das der riese Klassiker für mich ist, nehme ich mir wie bei Baldur's Gate 2 heute mal einfach die Zeit und ich erstelle meinen Charakter in dieser 0. Episode. Dafür möchte ich mir gründlich Zeit nehmen. Im Gegensatz zu Baldur's Gate nehmen wir hier mal einen weiblichen Charakter. Man kann auch aussuchen zwischen Mensch, Elf und Zwerg. Da ich ein bisschen rumgefragt habe auf Facebook etc., auf Twitter, was ihr sehen wollt und es keine wirklich eindeutige Antwort gab,
Oder beziehungsweise nur wenige. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich überhaupt niemand dafür interessiert hat, aber ein paar Antworten gab's. Und ich habe geneigt zwischen hier männlicher Menschenmagier oder weibliche Elfenmagierin. Und im Endeffekt bin ich jetzt zu dem Schluss gekommen, ich weiß, das machen wir. Aber ich lese natürlich auch hier alles wieder durch. Wie gesagt, die 0. Episode, die dient einfach nur der Charaktererschaffung. Wir nehmen uns für dieses Let's Play die Zeit. Hier wird nicht durchgerast, hier wird nicht gespeedrunnt. Hier wird einfach nur gründlich und sauber geschafft und wir nehmen uns die Zeit und machen das mit einer gewissen Gemütlichkeit. Mann, in Ferelden sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Beide Geschlechter sind in den meisten Organisationen, Adelshäusern und Militäreinheiten zu gleichen Teilen vertreten. Dasselbe haben wir hier auch. Mensch. Die Menschen bilden die zahlenmäßig größte und doch gespaltenste aller Rassen. Sie haben sich erst 4-mal für ein höheres Ziel vereint, wobei das letzte Mal bereits Jahrhunderte zurückliegt. Die bedeutende Rolle, die Religion und Kirche in der menschlichen Gesellschaft spielen, unterscheidet sich in kultureller Hinsicht mehr als alles andere von den Elfen und Zwergen. Menschen können Krieger, Schurken oder Magier sein. Rassenboni, +1 Stärke, +1 Geschicklichkeit, +1 Magie und +1 Klugheit. 11. Da muss ich sagen, sehr, sehr, sehr spannende Hintergrundgeschichte bei der Elfe. Die gelten hier in Dragon Age nicht wirklich als die große, überlegene Spezies à la Tolkiens Herr der Ringe-Universum und Silmarillion, nicht die überlegene. Das sind eher hier ehemalige Sklave. Das ist ein ganz neuer Ansatz, den ich damals sehr spannend fand und der die Elfe meiner Meinung nach auch sehr bodenständig verwurzelt hat. 11. Nach der einstigen Versklavung durch die Menschen haben die meisten Elfen ihre Kultur verloren und fristen ihr Leben nun in den armen Viertel der Städte der Menschen. Nur die nomadischen Stämme der Dalish klammern sich noch an ihre Tradition. Sie leben mit dem Bogen und nach den Gesetzen ihrer alten Götter, während sie die alten Wälder durchstreifen und nirgendwo anders willkommen sind. Elfen können Krieger, Schurken oder Magier sein. Rassenboni +2 Willenskraft +2 Magie bietet sich also ein Elfenmagier zu spielen. Zwerg. Die an Kasten und Tradition gebundenen Zwerge führen seit Generationen einen aussichtslosen Krieg, um die letzte Festung ihres einst gewaltigen unterirdischen Reiches gegen die dunkle Brut zu verteidigen. Zwerge sind ausgesprochen zäh und verfügen über hohe Resistenz gegen alle Arten von Magie, wodurch es ihnen allerdings auch verwehrt bleibt, selbst Magier zu werden. Rassenboni +1 Stärke, +1 Geschicklichkeit, +2 Konstitution, 10% Chance gegnerischer Magie zu widerstehen. Würde ich jetzt also einen Krieger spielen, würde ich tatsächlich eher zum Zwerg tendieren. Oder auch für einen Schurke. So, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Krieger. Krieger sind mächtige Kämpfer, die ihren Gegnern vor allem mit Nah- und Fernkampfwaffen begegnen. Sie können hohen Schaden verursachen und verkraften und verstehen außerdem viel von Taktik und Strategie. Die Spezialisierung eines Kriegers umfassen Berserker, Templer, Champion und Plünderer. Klassenboni +4 Stärke, +3 Geschicklichkeit, +3 Konstitution. Magierin. Du gebietest über eine ebenso gefährliche wie mächtige Kraft und bist dir bewusst, dass die Magie für all jene einen Fluch darstellen, die nicht über genügend Willenskraft verfügen, um sie zu beherrschen. Voller Unruhe erwartest du deine Läuterung, die einmalige Chance, dich gegen die inneren und äußeren Dämonen zu beweisen. Entweder hast du Erfolg, oder du wirst von den Rittern getötet, die über deine Art wachen. Magier sind hier durchaus sehr kontrolliertes Volk, ne? Du kommst auch nur als Magierin diese Geschichte hier zustande. Aber das habe ich jetzt aus Versehen auf die Hintergrundgeschichte schon getippt. Das gilt übrigens auch für die Menschen. Da kommt dann bei Magier auch nur diese Hintergrundgeschichte in Frage. So, ich möchte aber hier nochmal gucken. Magier. Die Magie ist ebenso gefährlich wie mächtig und für all jene ein Fluch, die nicht über genügend Willenskraft verfügen, sie zu beherrschen. Für böse Geister, die die Welt der Lebenden betreten wollen, sind Magier wie Leuchtfeuer. Da sie selbst und alle Personen in ihrer Nähe in ständiger Gefahr schweben, leben die Magier von der Welt isoliert. Ihre Spezialisierungen umfassen Geistheiler, Formwandler, arkane Krieger
und Blutmagier. Ich werde tatsächlich eher auf die Blutmagier eingehen. Solange ich noch kein Level 5 und keine Spezialisierung wählen kann, könnt ihr immer noch sagen, bitte mach doch Arcana Krieger, Formwandler oder Geistheiler. Wobei für Geistheiler haben wir später als NSC Win und für Formwandler haben wir Morrigan. Und Morrigan hätte ich eigentlich ganz gerne in der Gruppe. Klassenboni, plus 5 Magie, plus 4 Willenskraft, plus 1 Klugheit. Ja, sind wir tierisch gescheit. Schurke. Schurken sind fähige Abenteurer aus sämtlichen Bereichen des Lebens. Da alle Schurken über gewisse Talente zum Öffnen von Schlössern und Aufspüren von Fallen verfügen, stellen sie wertvolle Mitglieder jeder Abenteurergruppe dar. In taktischer Hinsicht sind sie zwar keine idealen Frontkämpfer, aber gelingt es einem Schurken, sich hinter einen Gegner zu schleichen, kann er einen hinterhältigen Angriff mit verheerenden Folgen ausführen. Die Spezialisierung, Entschuldigung, da habe ich gerade ein bisschen gepiffe beim Eiatmer. Die Spezialisierung eines Schurken umfassen Waldläufer, Badeduellant und Assassine. Dafür haben wir dann später Saffron für die Gruppe. Klassenboni, plus 4 Geschicklichkeit, plus 2 Willenskraft, plus 4 Klugheit. Ihr seht, wenn ich mich jetzt bei Elf für Krieger oder Schurke entscheide, gibt es 2 Hintergründe. Dalish-Elfin, du bist stolz auf deine Rolle als einer der wenigen wahren Elfen und hast immer angenommen, dass du dein Leben bei deinem Stamm verbringen würdest, bis ein zufällig entdecktes Relikt aus der Vergangenheit deines Volkes droht, dich von allem fortzureißen, was du jemals kanntest. Stadtelfin, du hast dein Leben schon immer unter der Herrschaft deines menschlichen Lehnsherrn verbracht, doch als ein örtlicher Lord an deinem Hochzeitstag sein Recht auf die Braut einfordert, explodieren die schwelenden Spannungen zwischen den Rassen in einem Regen aus Vergeltung. Das klingt also ziemlich brutal, das Ganze, ne? Dann hätten wir noch bei Menschen hier, ihr seht, Krieger geht nur menschlicher Adliger und bei Schurke geht anscheinend auch nur menschlicher Adliger. Okay, die haben nichts Bürgerliches parat. Echt? Ich habe gedacht, die hätten auch was Bürgerliches parat, Menschen. Und als, ja, Mann und Frau sollte eigentlich doch keinen Unterschied machen, ne? Okay, gibt's anscheinend nur ein menschlicher Adliger, den man da spielen kann. So, du wurdest in eine Familie hineingeboren, deren Reichtum und Macht nur hinter denen von Königen zurücksteht. Als dein Bruder den Großteil der Truppen eurer Familie nach Süden in den Krieg führt, werden deine diplomatischen und kämpferischen Fähigkeiten auf die Probe gestellt. So, Zwerg hat dann auch noch bei Schurke etc. pp. Schurke und Krieger beides zur Auswahl. Bürgerliche Zwergin. In einem Land, in dem die soziale Stellung als alles bedeutet, wurdest du als Kastenlose geboren. Als Helferin und Gaunerin in Diensten eines einheimischen Verbrecherfürsten verbringst du dein Leben nahezu unsichtbar, bis das Schicksal dich plötzlich in den Mittelpunkt rückt und dir die Chance gibt, zu zeigen, ob deine Taten oder deine Geburt bestimmen, wer du bist. Adlige Zwergin. Als Lieblingskind des Königs der Zwerge übernimmst du voller Stolz dein erstes militärisches Kommando, nur um feststellen zu müssen, dass tödliche Familienintrigen ebenso wie Hofierer eine größere Bedrohung darstellen als das Schlachtfeld. Jo, dann hätten wir doch eigentlich schon alles gewählt. 11 Magierin, perfekt. Jetzt kommt das, was ich an Dragon Age so sehr geliebt habe. Und zwar kann man hier seinen Charakter komplett wirklich wunderbar Darsteller. Okay. So, da hätten wir noch diverse Hautbeschaffenheiten, die wir hier wählen können. Das ist dann halt auch, wenn man ein älterer Charakter vielleicht spielen mag, ne? Ein bisschen zerfurchter das Ganze. Aber ich würde sagen, machen wir doch mal so was Klassisches hier. Rosige Haut oder etwas blasser. Ne, dann machen wir hier. Das hat nämlich, das ist... Ja, das ist doch relativ jung. Hautfarbe geht natürlich auch, ganz blass. Oh, okay, so gelblich, etwas gebräunt, stark gebräunt, dunkel und schon schwarz. Ja komm, Elfe müssen doch hier, vor allem Magier müssen doch über vornehme Blässe verfügen. Errötenfarbe. Okay. Ja, Erröten muss jetzt nicht unbedingt, Errötenintensität, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein, ne? Lippenfarbe. Da geht es eigentlich von Fleischfarben bis dunkel über violett teilweise sogar raus. Okay. Gut, da würde ich sagen, dann nehmen wir doch einfach was Auffälliges. Lippenintensität. Ja, das muss jetzt auch nicht großartig sein. Lidschattenfarbe. Ah, okay. Da würde ich doch sagen, für eine Blutmagierin
würde sich doch eigentlich Rot ziemlich gut eignen, sofern das dann hier dabei ist. Ja, ist es anscheinend nicht. Das ist noch im ehesten. Ja, Violett finde ich eigentlich auch immer ganz schick. Orange gäbe es noch. Grün. Moment, da muss doch irgendwo auch Rot geben, oder? Hier, das ist doch relativ rot. Lidschattenintensität. Ach du liebe Zeit. Ja komm, etwas dezent darf das schon sein. Tattoo hätten wir da noch. Ja gut, für einen Dalish-Elf wäre das wieder arg gebraucht. Für einen Magier an sich, ach, ganz coole Idee. Aber ich würde sagen, ja, sowas am Arch vielleicht, sowas ein bisschen unauffälligeres, aber das ist mal alles irgendwie ein bisschen zu großkotzig. Von daher verzichten wir mal da drauf. Okay, dann gehen wir zu der Haare. Können wir sie auch ein bisschen drehen dazu. Ja, das ist an sich gar nicht mal so übel, aber ja, das ist auch so etwas Nichtsagen. Wir könnten jetzt natürlich auch so Alpha-mäßig aus The Walking Dead einfach mal glatzköpfige spielen oder mit Stoppeln. Dann, ja, so Standardfrisur. Das muss jetzt nicht sein. Ja, da hätten wir die wieder. Das ist jetzt auch nicht gerade die Best-Frisur, finde ich. Ja, Prinzessin Lea-mäßig, wobei du die Knödel neben an der Schläfe wären. Ja, da sieht man ja nicht mal mehr die Elfenohren, das finde ich auch etwas blöd. Ja, das hat schon eher was Nordisches, finde ich. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber es verdeckt mal wieder die Ohren. Oh, nee, ich mag keine Ponys. Entschuldigung, aber ich mag bei Frauen einfach keine Ponys. Ja, das hat schon fast schon was Elfisches hier, aber mal wieder das Problem, man sieht die Ohren nicht. Ich möchte eigentlich bei einer Elfer die Ohren sehen. Das sieht ein bisschen aus, na, lassen wir es mal gut sein. Ah, okay. Das, ja, einfach so ein schlichter Pferdeschwanz, das ist doch auch nicht verkehrt. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch richtig gut aus. So. Uah, ganz scheußlich. Wobei, das hat auch was zu so einem Dutt, aber Dutt ist immer so ein Altfrauenknote, finde ich. Das sieht schon etwas komplexer und... nee, das vorne, dieser Pony, nee, das sieht aus wie von einer Ratte abgenagt. Das sieht doch ganz schick aus, das nehmen wir. Haarfarbe. Okay, grau geht natürlich, wenn man es etwas älter haben will. Oh ja, ich bin immer ein tierischer Fan von so feuerrote Haar, das mag ich unglaublich gern. Augenbrauen, okay, das ist nicht gerade so berauschend. Die Theo Weigel Gedenkaarebraue. Dann normale Aarebraue, ne? Das muss jetzt auch nicht so etwas buschiger sein oder auch so starke Zupf. Dann nehmen wir doch ganz normale Aarebraue. Und von der Farbe her würde ich doch auch sagen, es sollte eigentlich auch rot sein, nicht weiß oder sonst irgendwas. Das sieht immer aus wie mit Edding aufgemalt. Würde ich auch sagen, dann nehmen wir doch passend die rote dazu. So, jetzt geht's an die Aare. Augenform. Okay. So, da hätten wir alles Mögliche zur Auswahl von asiatisch angehaucht, was eigentlich auch nicht schlecht ist. Aber ich bin dann doch eher für runde Aare. Machen wir doch runde Aare. Augengröße, ja. Große runde Aare. Uiuiui, das sieht ja schon fast aus wie Rosine-Aare. Ja, ich mag große runde Aare, das ist immer sehr feminin. Augenabstand, da können wir natürlich so oder so. Oh, ach du liebe Zeit, sieht aus, als hätte sie Schiele die Arme. Ah, das sieht doch ganz gut aus so, oder? Augenhöhe könnte man hier noch. Ne, die sollen schon relativ mittig stehen. Augenfarbe. Für Elfin käme natürlich... ich sehe jetzt leider nicht wirklich, wie die Aarefarbe ist. Ich kann nur leider nichts erkennen. Ne, da erkenne ich jetzt leider nichts Großartiges, um ehrlich zu sein. Dann nehme ich halt die Brauntiefe. Nehmen wir das doch standardmäßig und Braunhöhe. Ja. Oh, das sieht sehr fragend aus. Für Magierin nicht gerade so geeignet. Das sieht auch wach und intelligent aus, wenn die Braue relativ hoch sind. Man muss etwas höher einfach. Nase ist für mich immer unglaublich wichtig. Wer es noch nicht weiß, ihr liebe Leute, ich gucke Leute tatsächlich immer zuerst auf die Nase. Wenn die Nase für mich nicht stimmt, dann ist das Gesicht für mich meistens passend. So, Nasenform, da hätten wir etwas breiteres. Das kann man uns auch schön im Profil da angucken, ne? So, das ist schon etwas erhöht, das Ganze. Das ist doch relativ schön geschwungen. Auch wenn es die Nasenspitze etwas breit ist. Das sieht doch auch nicht schlecht aus. Und daneben, ja, ist auch schön geschwungen. So, das ist etwas noch ohne mit der Nase, ja. Ach, das hat durchaus was. So, das ist, ja, ist auch okay. Etwas markanter halt, das Ganze, ne? Das ist doch echt schön.
Sieht auch lang und geschwungen im Profil aus. Und das ist mal... Das ist etwas... Ich meine, so ein kleiner Höcker ist ganz niedlich. Aber ich mag es dann auch... das Problem, wenn so ein Höcker ist und dann so geschwungen ist. Aber so ganz konvex muss es dann auch nicht sein, finde ich. Das sieht doch ganz gut aus. So, und wie sieht das von... Ah ja, das war die etwas breitere Nase. Für Elfin finde ich eigentlich tatsächlich etwas schmalere Nasschenner. So, das war... das sind aber die Naseflügel etwas hoch. Das ist doch relativ unauffällig, ja. Es sollte halt auch schon passen. Du, bei sowas tut mir's leid, ihr liebe Leute, wenn ich nur ewig brauche und 3 Tage, um mich zu entscheiden. Aber ich bin bei Nase tatsächlich sehr kritisch. So, ja, sieht doch auch von unten ganz gut aus. Ja, ich denke, die können wir doch nehmen, oder? Wobei, na, ganz gefällt mir sie auch nicht. Ich glaube dann doch, dass die da die beste ist, ja. Das ist so ganz leicht konkav, das, konvex, oder? Konkav? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist konvex das hier oder das hier? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Sollte ich eigentlich wissen, ich muss als Grube beschreiben mit konvexer Ausbuchtungen etc. pp. Spaß. Nehmen wir doch. Wie war dann das oder... Nee, das ist etwas zu hoch gezogen. Das sieht doch ganz gut aus. Nasengröße können wir uns auch nochmal entscheiden. Soll sie relativ groß oder soll sie relativ klein sein? Ja, das ist mal schon zu winzig, zu unauffällig. Ein bisschen größer darf das schon sein. Es darf hier schon markant sein. Nasentiefe. Das sehe ich hier leider nichts. Das muss ich dann anscheinend im Profil mir angucken. Hm? Und man das Ganze mal Nasentiefe. Ja, okay. Ja, da können wir es recht mittig. Die Nasenhöhe. Ups. Oder ziemlich weit unter. Nee, da behalten wir auch die Mitte bei, würde ich sagen. Breite der Nasenlöcher. Das können wir jetzt uns von vorne angucken. Entweder relativ schmal oder ziemlich breite Zinke. Da würde ich doch eher dazu tendieren, eher schmalere. So eher... sagen wir mal ovalere Nasenlöcher. Tiefe des Nasensattels, das können wir jetzt hier natürlich auch nochmal regeln. Naja, genau. Da können wir halt entweder einen ziemlichen Höcker draus machen oder gar keinen Nasensattel. Da bin ich eigentlich dafür. Etwas höher. Breite des Nasensattels, das müssen wir dann wahrscheinlich wieder von vorne uns angucken. Ja, ne, das ist halt unauffällig. Aber ich würde sagen, goldene Mitte. Breite der Nasenspitze können wir jetzt nochmal, entweder richtige Knollennase oder praktisch gar nicht existent. Da würde ich doch sagen, etwas mehr, oder? Ja. Und Tiefe der Nasenspitze müssen wir uns wahrscheinlich im Profil angucken. Na, da geht es dann entweder, so koboldmäßig oder praktisch non-existent. Okay, ich bin zufrieden. Die sieht gut aus. Mund, da können wir jetzt auch nochmal einstellen. Mundhöhe. Na, entweder ziemlich weit oben oder ziemlich weit unten. Das sieht aber etwas dämlich aus. Lippengröße. Uiuiui, das ist aber ziemlich Bollschnut. Oder so Echsenlippen. Nee, dann machen wir etwas vollere Lippe. Wobei anscheinend nur die Unterlippe davor betroffen ist, ja. Aber etwas vollere Lippe, das wirkt auch wieder etwas femininer. Mundbreite, so ein Breitmaulfrosch oder so spitzlipperig, so ein Fischmünche. Ja, normal. Überbiss, Unterbiss. Ups, ne, so ein fetter Überbiss wollte ich eigentlich vermeiden. Ich denke, machen wir die goldene Mitte. Kiefer und Wangen. Wangenknochen tiefer. Müssen wir mal gucken. Ja, das sieht man so gar nicht. Dann müssen wir eventuell wieder ins Profil gucken. Ups. Ja, du machen wir die golden. Etwas weniger lieber, ne? Wangenbreite. So. Uiuiui, das sieht ja aus wie Marlon Brando mit seiner dicke Wangetasche. Nee, du Mama. Hohlwange muss er jetzt auch nicht haben, aber volles Gesicht, weibliches, feminines, rundes Gesicht sollte schon sein, ne? Wangenknochenbreite. Ja, komm, können wir schon ein bisschen normal. Eingefallen oder volle Wangen. Da bin ich eher dafür, ihr volle Wange zu verpassen. Das wirkt einfach runder, femininer. So, Wangenknochenhöhe. Da müssen wir wieder ins Profil gucken. So, guck mal, wobei, ne, da sind ja beide Strähne. Okay, Wangenknochenhöhe. Da sieht man jetzt nichts Großartiges. Dann machen wir die goldene Mitte. Kinnhöhe, das gucken wir uns mal von da aus an.
Ja, relativ flaches oder tiefes, ne? Dann machen wir einfach mal, ach, wieder Mitte. Mittelmaß ist doch ganz gut. Kinn breiter. Ach Gott. Och, du liebe Zeit. Nee, das soll schon... Es soll noch was aussehen. Etwas breiter, damit das Ganze etwas runder ist. Wobei... Nee, Mitte ist doch gut. Kieferbreite. Ach, nee, ich will doch kein Marlon Brando. Ja, das wäre jetzt halt so ganz, ganz schlankes Elflein. Wobei ich dann doch eher für ein etwas... Ja, komm. Eigentlich rund, aber bei so einem Elf ist dieses schlanke, grazile, feminine... ach, ganz gut. Nacken und Ohren. Ohrenhöhe. So. Jetzt gucken wir doch mal. Ohrenhöhe. Uiuiui. Nee. Ja, machen wir doch. Das sieht doch so ganz gut aus. Ohrengröße. So ein Riese Ohre-Elf. Oder machen wir es so. Man soll ja schon sehen, dass es eine Elfin ist. Nackenstärke. Achtung. Ups. So ein ganz dünner. So, wie sieht man das beim Hals? Ach, oder was? Ja, tatsächlich. Na, so ein ganz derrer Hals braucht sie jetzt auch nicht, aber braucht auch keinen Stirnacke. Einfach nur ein schlanker, schöner Hals. So. So ein Magier ist ja jetzt auch kein riesiger Ochs, ne? Porträt. Nach oben, unten schauen. Ah, das können wir jetzt so ausmachen, ne? Da machen wir das doch so. Links und rechts drehen. Ich hätte sie ganz gern relativ von vorne. Sieht nämlich ganz hübsch aus von vorne. Frontal sieht sie meiner Meinung nach ziemlich hübsch aus. Im Halbprofil oder im Profil geht leider nicht nur im Profil, sondern nur im Halbprofil eigentlich. So, ich finde sie eigentlich frontal ganz hübsch. So, Kamera entfernen und können wir natürlich volle Kanne drauf zoomen oder sehr weit. Würde ich das aber so, dass man das Gesicht schön sieht. Okay, nach oben, unten bewegen. Das muss jetzt nicht sein. Ne, dann machen wir es so, dass man das Gesicht halt schön drauf hat. Hintergrund können wir auch nochmal entscheiden. Ja, gucken wir doch mal, was nehmen wir denn da für Magierin? Sieht doch das ganz cool aus. Wobei das Violette, ich bin glaube ich wirklich der einzigste Kerl, der Violett mag. Entweder das Violette oder wir nehmen hier diese halbe Supernova, die hinten dran explodiert. Wobei, für Magierin, das ist doch hübsch. Das gefällt mir. Ausdruck, jetzt kann man gucken, wie Wiesch das sie guckt. Da macht sie... Da ist er etwas überheblich. Da sieht sie nicht gerade sehr fröhlich aus. Eher so, wie wenn man tatsächlich, wie wenn dir jemand sagt, lächel mal für ein Bild. Das sieht bei mir exakt so verstört aus. So, das ist etwas verhaltener. Ist auch nicht schlecht. No, das ist etwas geziert. Ach Gott, da hat sie anscheinend was gesehen, was ihr nicht gefällt. Da ist es sehr pikiert. Noch mehr pikiert. Das sieht schon fast aus wie dieser Hahn aus One Piece. Wenn ihr One Piece kennt bei Enies Lobby. Der Hahn, der bei Chapura im Raum sitzt. So in etwa guckt er. Und das ist wahnsinnig. Okay. Nee, auf wahnsinnig kann ich verzichten. Das sieht doch eigentlich ganz hübsch aus. Das sieht etwas irre aus. Das ist mal schon etwas zu arrogant. Und das ist schon fast zu gelangweilt, ne? Ich finde das eigentlich ganz hübsch. Dann können wir jetzt mal gucken, nach links, rechts drehen möglicherweise noch. Na, das finde ich eigentlich ganz hübsch. Nach links, rechts bewegen. Da bewegen wir uns auch ein bisschen mehr in die Richtung, damit sie nochmal mittig sitzt. Das finde ich doch hübsch. So. Da der Held leider nicht, leider keinen Namen hat, irgendwie wie bei Baldur's Gate mit Abdel Adrian etc. pp. Würde ich immer sagen, Neria Surana ist eigentlich ein relativ hübscher Name. Ich bleibe aber bei Elfe irgendwie. Wenn ihr von Bernhard Henn die Elfen gelesen habt, diese große Buchreihe, großartig übrigens, ich bin eigentlich nicht so wirklich dieser Elfen-Fan, aber Bernhard Henn hat mir die Elfe tatsächlich sympathisch gemacht. Großartige Fantasy-Reihe. Und so ganz nebenbei, da ich ja selber Archäologe bin und Bernhard Henn vorderasiatische Archäologie studiert hat, erkennt man auch sehr viele Menschenkulturen in seine Fantasy-Kulturen wieder. Und ihm zur Ehre benennen wir diese Magierin noch seine Elfenkönigin Emerald. Und Surana ist eigentlich ein relativ schöner Nachname. Und deswegen machen wir mal Emerald Surana. Die Stimme. Ach, das ist auch so eine Geschichte. Zwar scheint die Ausgabe hier deutsch zu sein, sprich die ganze Schrift etc. scheint auf Deutsch zu sein,
Aber offensichtlich ist die Sprachausgabe nur auf Englisch. Ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Ich kann auch optional nochmal gucken, ob mir möglicherweise in der Option finden, dass die Spruch vielleicht auf Deutsch eingestellt wird und dass wir eventuell auch Untertitel kriegen, falls jemand nicht so gut in Englisch ist oder falls hier ein jüngerer Zuschauer auch mal zuguckt. Können wir hier mal schauen. So. My weapon does nothing. Okay, das klingt aber nicht gerade sehr weise. I need buy, please. How do you do? Right, casting. This is not good. Coming through. Greetings. Hm. Well, that didn't work. I need some other attack. Move aside. Greetings. I cannot cast it. It is unharmed. Excuse me. Das klingt aber nicht sehr Very mystisch. well. Das klingt nicht sehr mystisch für mich. Charmed. I lost the spell. Not working. Shoot. Farewell. Oh, Sinnlich. please do rethink that. Greetings. Oh, Ugh, my spell. Ah, weapon does nothing. ich bin der Werner und der Stärkste im Knast. You're in my way. Okay, so, jetzt gucken wir nochmal. Greetings. No, it's gone. I should do something else. I need buy, please. Till we meet again. Ja, die Lache klingt doch auch nochmal ganz gut. Ich denke, da sind wir recht gut dabei. So, sehr schön. Dann können wir hier wieder rumwurschteln. Verfügbare Punkte. Wir können jetzt aber hier wie bei Baldur's Gate leider nicht zurückgehen, ne? Okay, Stärke bezeichnet die körperlichen Fähigkeiten eines Charakters, hat direkten Einfluss auf die Höhe des durch körperlichen Schaden verursachten Schadens und beeinflusst außerdem die Treffergenauigkeit im Nahkampf. Ein hoher Stärkewert ist für Krieger unverzichtbar, vor allem wenn sie zweihändige Waffen führen möchten, und fast ebenso wichtig für Schurken. Geschicklichkeit. Ein Charakter mit hoher Geschicklichkeit hat größere Chancen, Gegner zu treffen, Angriffen auszuweichen und erhöht außerdem den durch bohrende Waffen wie Dolche und Pfeile verursachten Schaden. Da ein hoher Geschicklichkeitswert unverzichtbar ist, um Bogenschießen und den Kampf mit zwei Waffen zu meistern, setzen Schurken vor allem auf dieses Attribut. Willenskraft bezeichnet die Entschlossenheit und mentale Stärke eines Charakters. Magier mit hoher Willenskraft verfügen über größere Mana-Reserven und können mehr Zauber wirken. Kriegern und Schurken verleiht ein höherer Willenskraftwert mehr Ausdauer für Kampftechniken und Spezialangriffe. Magie ist der Maßstab der natürlichen Affinität eines Charakters für die Welt des Arkanen. Dieses Attribut ist für Magier überaus wichtig, da es die Zauberkraft erhöht, die wiederum die Effektivität sämtlicher Zauber bestimmt. Darüber hinaus bestimmt dieses Attribut bei allen Klassen, wie effektiv ein Charakter Tränke, Umschläge und Salben nutzen kann. Klugheit bestimmt, wie schnell ein Charakter lernt. Um Fähigkeiten wie Kräuterkunde oder Kampftaktiken zu lernen, ist eine schnelle Auffassungsgabe Voraussetzung. Da viele ihrer Klassenfähigkeiten und Spezialangriffe weniger von Stärke als vielmehr von Raffinesse und der Beobachtung des Gegners abhängen, profitieren Schurken von diesem Attribut am meisten. Konstitution steht für die Gesundheit und Widerstandsfähigkeit eines Charakters. Eine hohe Konstitution hat direkten Einfluss darauf, wie viel Schaden ein Charakter verkraften kann, bevor er im Kampf fällt. Oder würde ich sagen, wir pumpen noch ein bisschen in Magie, pumpen noch in Willenskraft, und einer noch in Klugheit. So. Okay, verfügbare Punkte, Fähigkeiten, Manipulation, Fähigkeit passiv, benötigt 10 Klugheit. Der Charakter ist charmant genug, um anderen davon zu überzeugen, ihre Ansichten zu ändern. Stärke lässt den Charakter einschüchternder wirken, während Klugheit ihn überzeugender macht. Stehlen. Der Charakter ist schnell genug, um sowohl freundlich als auch feindlich gesinnten Personen kleine Gegenstände zu stehlen, wenn sie nicht allzu wachsam sind. Fallenbau. Der Charakter hat gelernt, aus normalen Werkstoffen einfache Fallen und Köder herzustellen. Überleben. Der Charakter kann Wesen in seiner Nähe, deren Stufe unter seiner eigenen liegen, aufspüren. Diese Fähigkeit gewährt ihm außerdem einen geringen Bonus auf Naturresistenz. Kräuterkunde. Der Charakter kann aus gewöhnlichen Kräutern einfache Tränke, Umschläge und Salben herstellen. Giftherstellung. Der Charakter hat den schwierigen Lernprozess der Herstellung einfacher Gifte und Sprengfeuer überlebt.
Kampfausbildung. Der Charakter hat die grundlegende Kampfausbildung hinter sich gebracht, wodurch Krieger und Schurken nun Zugriff auf Waffentalente der ersten Stufe erhalten. Magier verkraften mehr Schaden durch Angriffe, bevor ihre Zauber unterbrochen werden. Auch nicht so schlecht. Kampftaktiken. Der Charakter kann im Kampf schnell neue Strategien entwickeln und erhält deshalb ein Kampftaktikfeld. Ich muss sagen, für einen Magier wäre an sich die Kräuterkunde gar nicht mehr so verkehrt. Was ich gerade mal gucke, das geht halt bis zu der größte Dinger für die Alchemie, ne? Und hier muss ich gerade mal gucken, Magier können mehr Schaden durch Angriffe verkraften, bevor ihre Zauber unterbrochen werden. Bonus auf Mana-Regeneration. Magier durch Angriffe mehr Schaden wieder verkraften, hier wieder mehr Schaden verkraften. Okay. Gut, ich denke, wir machen das erste Mal, damit man diese Fähigkeit auf jeden Fall drin haben. Verfügbare Punkte, ja dann... Oh, Mist, das geht gar nicht. Verflixt. Ja, dann geht halt nur die Kampftaktik. Das habe ich schon von mir ausgekriegt, genauso wie das hier. Ich verstehe. Und dafür brauche ich Level 4. Okay. Kapiert. Dann machen wir auf jeden Fall die Kampfausbildung mit dazu. So. Verfügbare Punkte als Magier. Arcana Bolzen. Den haben wir schon. Da brauche ich Level 3 dafür. Der Zaubernde schießt eine Kugel aus magischer Energie auf einen Feind, die mittelstarken Geistschaden verursacht oder zufügt, ja. Flammenschlag aus den Händen des Zaubernden schießt ein Kegel aus Flammen, der kurzzeitig allen Zielen im Wirkungsbereich Feuerschaden zufügt. Auch Verbündete können davon betroffen sein. Autsch. Steinrüstung. Die Haut des Zauberwirkers wird hart wie Stein, wodurch er einen Rüstungsbonus erhält, solange dieser Modus aktiv ist. Gar nicht mal so verkehrt. Benötigt 18 in Magie, da könnte man theoretisch eigentlich schon hochballern auf Stufe 2, ne, eine andere Fähigkeit. Eisige Umarmung. Der Zaubernde hüllt das Ziel in Frost ein. Während Ziele auf niedrigeren Stufen tiefgefroren werden können, erleiden diejenigen, die diesem Effekt widerstehen, eine Verringerung ihrer Bewegungsfähigkeit. Blitz. Der Zaubernde verschießt einen Blitz auf ein Ziel und fügt diesem Elektrizitätsschaden zu. Auch Verbündete können davon betroffen sein. Hervorrufung, Heilung. Auf wundersame Weise verfügt der Zaubernde versehrtes Fleisch wieder zusammen und stellt somit sofort einen mittelgroßen Teil der Gesundheit eines Verbündeten wieder her. Eigentlich gar nicht mal so verkehrt, ne? Heldenhafter Angriff. Der Zaubernde verstärkt die Kampffähigkeiten eines Verbündeten, wodurch dieser einen Angriffsbonus erhält. Ich möchte eigentlich eher einen offensiven Magier, um ehrlich zu sein, aber Heilung kann nie schaden. Siegel der Lähmung. Der Zaubernde zeichnet ein Siegel auf den Boden, das den ersten Gegner, der den Wirkungsbereich betritt, lähmt, wenn er bei einer Prüfung seiner körperlichen Widerstandskraft scheitert. Ein einzelner Zaubernder kann nur eine gewisse Anzahl an Siegeln der Lähmung gleichzeitig aufrechterhalten. Langweilig. Zauberirrlicht. Der Zaubernde erschafft ein Irrlicht, das ihm einen geringeren Bonus auf Zauberkraft gewährt, solange dieser Modus aktiv ist. Langweilig. Zauberschild. Jetzt kommen die Geistdinger. Ist diese Fähigkeit aktiv, besteht bei jedem gegen den zaubernden gewirkten Zauber eine Chance von 75%, dass der Zauber ins Nichts aufgesaugt wird und stattdessen Mana kostet. Ist alles Mana verbraucht, bricht der Schild zusammen. Mana-Entzug. Das ist natürlich auch ziemlich gut. Der Zaubernde erschafft eine parasitäre Verbindung zu einem zaubernden Ziel und entzieht diesem eine kleine Menge Mana. Das ist halt ziemlich geil. Wandelnde Bombe ist auch ziemlich geil. Der Zaubernde injiziert einem Ziel auf magische Weise ein zersetzendes Gift, das kontinuierlich Naturschaden verursacht. Stirbt das Ziel, während dieser Effekt aktiv ist, explodiert es und fügt anderen in seiner Nähe Schaden zu. Dieser Zauber ist nicht kompatibel und ein Ziel kann nicht mit beidem infiziert werden. Infiziert werden. Auch Verbündete können davon betroffen werden. Todessog, ja, das sind halt richtig geile Dinger mit dabei. Geistschlag. Der Zaubernde sendet eine Welle telekinetischer Kraft aus, die im Wirkungsbereich gefangene Gegner betäubt. Veränderung. Schwäche. Der Zaubernde entzieht einem Ziel Energie, wodurch diese Abzüge auf Angriff und Verteidigung erleidet und außerdem eine Verringerung seiner Bewegungsgeschwindigkeit in Kauf nehmen muss, wenn es bei einer Prüfung seiner körperlichen Widerstandskraft scheitert. Fluch der Verwundbarkeit. Das Ziel wird mit einem Fluch belegt, der Abzüge auf Kälte, Elektrizitäts-, Feuer- und Natur- und Geistresistenz verursacht. Benommen machen. Der Zauberwirker führt eine subtile mentale Manipulation durch, die zu einer kurzzeitigen Desorientierung des Ziels führt. Die damit verbundene Abzüge auf Angriff und Verteidigung schwächen die Kampfkraft des Opfers. Lebenskraftentzug. Der Zaubernde erschafft eine unheilvolle Verbindung zu einem Ziel und entzieht diesem Lebensenergie, um sich selbst zu heilen. Todesmagie, Todeswolke, da kommen halt richtig geile Dinger. Ich würde sagen, Lebenskraftentzug halte ich persönlich für wichtig. Das Zauberschild können wir demnächst auch mal nehmen, das ist auch ziemlich cool. Heilung können wir dann selbstverständlich auch irgendwann mal drauf nehmen.
Aber ich würde sagen, eisige Umarmung ist auch ziemlich gut. Jo, das machen wir in leicht. Aber ich würde sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig, wo es dann richtig losgeht mit dem eigentlichen Spiel. Mir nützt heute wieder fast 40 Minuten damit verbracht, hier nur einen Charakter zu basteln, aber ich finde, die Zeit muss man sich nehmen. Das ist einfach die 0. Episode und man nimmt sich die Zeit. Wir wollen ja ein gemütliches, gediegenes Let's Play und ihr wollt ja entspannen, während ihr bei mir zuguckt und keinen Speedrun seht. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder, wenn das eigentliche Let's Play losgeht. Ian Yankee.